über seine Beziehung mit dem Delfin, und der hat sich jeden Tag irgendwie in der Früh in der Bucht getroffen und der Delfin ist so mit zu ihm gekommen und irgendwann hat sich der Delfin ihm angeboten und hat sich unter Wasser so hydrat und sein Geschlechtsteil offenbart. Hat er einfach nicht, der scheiß fette Hurensohn ist ins Wasser gesprungen, hat wahrscheinlich umgewechselt und hat seinen Schwanz in sein Sprühloch eingesteckt. Habe die Ehre miteinander, ich bin's der Birger, das ist der Kani. Servus. Das ist, heute fällt mir nichts ein, das ist der Flo. Servus. Das ist auch wieder mal dabei und das ist Spätzwirtschaft. Wenn er bei der Begrüßung schon nichts einfällt, soll er dann bei der Folge was einfällt? Weiß ich nicht. Da kann man jetzt, bringen wir jetzt dreimal hintereinander den Witz, um was das geht oder nicht? Welchen Witz? Ja, genau den. Heute geht's um Haustiere. Oh, Baby. Ah, Baby-Niti. Ich hätte gerne ein Babyschweindel. Ehrlich? Du auch, Vicky? Ja, also wir zwei Team Hausschwein. Bei dir? Ja, bei mir kein Hausschwein. Was? Ich hab Babykatzen. Du hast Babykatzen. Kleine Babykatzen. Das war die erste Frage übrigens gewesen an dich. Hast du Haustiere? Wenn ja, welche? Sehr überraschend, ich habe 2 kleine Babykatzen, so meine Kuhnkatzen sind das. Die wenn's da vor der Kamera ist, sonst sagst du nichts mehr. Nein, Die fetten Mist. ja, alle meine Nachbarn haben so kleine Hunde, weil das ist, keine Ahnung, so ein Trend in den Neubaugebieten, was weiß ich. Und die haben alle so kleine Wauwaus und dann, wenn sie meine Katze sehen, da ist letztens der Hund davor gelaufen. Aber die darfst du dann nicht rauslassen, aber das ist schon mal schied zum Singen, wenn die sagen, oh, die haben so Hund, und dann sage ich, was meine Katzen an Gewicht haben, so 9 Kilo. Ja, dann schauen die erst einmal. Haben die beide nein, oder was wiegen Nein, die eine. Schwere nicht? Ja, das ist mir schon. Ja, die beiden Du nicht. fetter Vollidiot! Nein. Welche ist schwerer? Die graue. Und der die- Finn. Also Finn und Tiger heißen's. Ja. Der Finn Tiger? ist. Ja, Tiger. Das weil ist der wirklich schaut die aus wie- einfallsloseste Scheiße, die Mann, ich der je schaut gehört aus wie habe. ein Tiger. Was denkst du dann? Katze war das nächste einfallslosere Milchkuh. gewesen. Ganz ehrlich, die schauen alle zwei sehr zerzaust aus und weil sie sind Langhaar, mein Kunz. Gibt's kurz? Es gibt nur mein Kunz. Da gibt's keine Langhaar, keine Kurzhaar, da gibt's mein Kuhn. Und die haben doch die haben so wuschelig. Ja, genau. Und die haben so einen Schwanz, das ist wie so ein Wischmopp. Der steht dann immer im Tee. Also das ist wirklich, Sagt nix. wirklich cool. Aber So, ja, halt mit dem Maul. Ich kann nicht, das ist deine Aufgabe. Du kannst dir nicht selber deine eigenen Witze Ja. vorlegen, das ist Kannst du eigentlich schwierig. schon mal, das wäre eigentlich ganz lustig gewesen. Aber Hätte ich auch gefeiert, ja, aber das hast du wieder Speck gespannt, der ist so ein du. netter Kerl. Hast du wieder Lass mir Speck den Jetzt gespannt. möchtest du warten, von dem mein Kuhnkatzen hat. lass doch mal die Katzen in Ich Ruhe. glaube, für 800 Euro kratzt die noch am halben Jahr verreckt, als gerangen hat. Und sie der als Schlong- Dummsicht, das Aber- war super. Tatsächlich Punkt für die eine ist ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ja, habe ich eigentlich im Bekanntenkreis Das ist leider bei wirklich mitgekriegt. Anschaffungswert kleiner als Was Wiederbeschaffung. kostet mein Kuhn? keine Ahnung, es kommt ganz drauf an. In Die Polen? fangen an, in Polen wahrscheinlich nichts. Das haben dann kein Moon. Kurbermoon. Kurvermoon. Nein, ich sag mal, Im Ernst jetzt, was kostet das? also wahrscheinlich fangst du so ohne so einen Stammbaum. Fangst du so bei 500, 600 Euro. Fangst du bei 500, 600 Was Euro. soll denn das? Die ganzen scheiß 500, Tierheime 600 sind vollgestopft mit Drecksviech und ich gebe 8000 Euro für Katz aus. unfassbar Unrecht hat er nicht. Ah, der flippt die aus. Dann so, ich hol mir gar nicht vom Tierheim, ich gebe lieber 800 Euro für das aus, was nach einem halben Jahr stirbt. Dann sagst du, mein BMW kaufen und gegen einen Baum fahren mit Absicht. Ja, wer stirbt denn in einem halben Jahr? Falsch, der haben noch Ich hab den schon 2 Jahre. Ja, 4, weil sie in einem halben Jahr gestorben sind. Also habe ich 4 Jahre mehr gesagt. Nein. Flip aus, ey. Na, ja, du hast schon nicht unrecht, aber zwischen 500 Euro und so, ich sag mal 1000, 1100, 1200 Euro kriegst du. Was hast du gezahlt? Das waren Freundschaftspreise, ich hab für pro Katze 500 Zeit. Wie ist das abgelaufen? Kann ich da bitte so Katze haben? Kurva, sicher. Nein. Kopfhörerdeckel zu. Das war schon aus der Zitterei, aber die haben wir halt kennt. Und deswegen war es ein bisschen günstiger. Und bevor das ist irgendwie werfen oder so. Sonst Keiner, irgendwelche der Viecher? wirft doch die. Du hast werfen. Nimmer. Nimmer. Also ich bin mit der Haustür aufgewachsen, aber habe jetzt keine mehr und ja, ich möchte halt immer nur, das Hausschwein steht auf der Agenda. Wie ernst ist denn das wirklich mit dem Richtig ernst. Hausschwein? Also ich habe da schon geschaut, wo man die kriegt, habe schon Züchter gesucht und so weiter und so fort. Das Problem ist halt, dass ich in einer Mietswohnung bin. Und man darf, Mieten erlaubt. da habe ich auch schon geschaut, sie dürfen das nicht verbieten. Aber du hast halt voll das Streitthema dann halt einfach. Das Wenn irgendwas ist, irgendwann, ja. Das habt ihr ja einen ziemlich coolen Garten, wenn ich da drüber nachdenke. Das eigentlich ja, voll da hätte ich schon passen. voll ausgemessen, da hätte ich ein kleines Gehege, weil die brauchen einen Platz zum Suhlen. Ja, sicher. Und das waren nicht 2 gewesen, da war mal Sepp und der Rollbraun Rupp. Rollbraun Rupp ist einfach stark. Ja, geil wird's gehen. Und Wie dann das hätte ich mir meinst? vorstellen, wenn ich mit meinem fetten Ranzen geil auf der Couch liege, frisst Chips und die anderen 2 kann dann immer eine Schüssel Kartoffelschalen vom Mittagessen zum Einfressen. Das war richtig geil. Wenn du einen Freund heimkommst, hast du 3 Fettsäcke auf der Couch liegen. Das
Richtig fein. Crazy. Ja, du Genau. warst bestimmt Genau. nicht. Genau. Also ein Hausschwein, auch mit der Bürgerin, die auch immer wieder so, so ein Bonsai-Schweinchen. Dann werden da immer solche Videos geschickt, wo so ein kleines Babyschwein da in einem Waschbecken drin liegt und das Wasser läuft drüber und schaut die dann so. Wahrlich, ja. Und ich denke mir so, ach Gott! Aber dieses süße Wie kann man nicht eine Mission Balkon da her tun? Da kann ich nie wieder Schweinefilet fressen. Das geht Ja, nicht. weil das ist dann ein Drohmittel. Wenn er sie aufführt, dann hältst du ihm einen Bacon unter den Nase und sagst, Dann schluckst du mit dem Schwein. genau, noch einmal! Der hat vor dir da gewohnt, der Hurensohn. Nimm das Schweinefilet. Schluckst du voll damit. So, ich wollte gerade sagen, Zuckerbrot und Peitsche, wenn es nicht ist. Wenn so ein Scheißbad, zückst du Schweinefilet aus und Peitschen sein Prinzipien drin. Genau, noch einmal. So, hallo zu deinem Vorgänger. Ich sag schon drinstehen, YouTuber peitscht sein Hausschwein mit Ja, genau. Schweinefilet. Peter ist auf 180. Peter ist auf 180. Schweinerei. Das war Bildzeitung. Schweinerei. Schweinerei. Schweine-YouTuber peitscht Schwein Ja, aber mit das, Schwein. das, Schwein wir haben ja gehabt. schon so viele. Wir haben zwei, Ja, wir haben einen großen Hund, wir haben einen Luise. kleinen Hund, wir haben 3 Katzen. Die meisten, die uns wahrscheinlich zuhören, werden das wissen. Wir haben einen rumänischen Straßenhund, das ist Emma. Den Namen hat man nicht ich ausdenkt, das ist leider ärgerlich. Ich hätte gesagt, sie soll Bäcker heißen. Das stimmt, du hast es abgeholt. Ich war dabei beim Abholen, ja. Ich nicht, ich hab geschlafen. Emma und ich sind wir verbunden. Das war, Sag ich nicht fertig, wenn sie sich geschlafen. das war ein harter Tag und ich wolltest habe unbedingt den hab ich Hund haben. durchgemacht an dem Tag. Da war ich im Straubinger Volksfest und hab durchgemacht, Das weil hab ich ich wusste, gehört, ja. bis um 4 in der Früh, da müssen wir auf Minga fahren und beim Heimfahren habe ich dann irgendwann gesagt, Erlen, jetzt musst du, oder Bürgerin oder wie immer, wie ist das da, sagt sie. Da hab ich gesagt, jetzt musst du fahren, weil sonst kommen wir halt in den Hundehimmel mit der Bäcker. Und mit der Bäcker. Dann bin ich Ja, hingesessen die und hat der einen Bäcker ist bei mir im ordentlichen- Schoß gesehen, gelegen und geschlafen, so der Ja, taugt. die hat einen ziemlichen Bäcker. Ach, Bäcker Die ist Bäcker. behindert. Bäcker ist behindert. Bäcker. Wann war das? Vor 5 Jahren ungefähr? Bis jetzt, glaube ich, 5 oder wird 6, ich weiß nicht. Dann Oh. haben wir, 5 wen haben wir Jahre dann keine gekriegt? Davor haben wir eigentlich noch, da haben wir 2 Katzen gekriegt, einen Katzbracken und einen Mietsbatzen. Eine haben sie uns zusammengefahren. Dann haben wir die Emma gekriegt. Dann haben wir 2 Katzen und einen Hund gehabt und vor 5 Jahren, 4 Jahren, dann haben wir dann einen Plötze gekriegt. Den hat mir die Bürgerin einfach vor die Nase gehalten als Babykatze. Die hat mich da, wie ich da sitze, so umgedreht in die Richtung, hab die Katze in meinem Maul drin und so, Das ist weg. und ich hab immer nur gesagt, so, ja, jetzt ist auch schon wurscht. Und dann war das auch noch, und vor 2 Jahren ist uns dann irgendwann eingefallen, kommen sie wieder mit so einem Hundevideo halt daher von so einer Zwinger in Rumänien und dann fetzt halt da der Gnädel umeinander. So ein kleiner weißer, auch rumänischer Straßenhund mit einem kaputten Haxen. Und Hackst dann damit habe ich halt einfach wieder gesagt, ja, ist eh schon wurscht. Ob es jetzt dann mit einem Hund spazieren gegangen wird oder mit 2, nobody gives a fuck. So ging ein Messi-Haushalt los mit, es ist eh schon wurscht. Schau mir da rundum. Aber warum dann kein Ausschwein nicht? Ja, weil es jetzt gelangt irgendwann einmal. Da klang es auch vor mir beim Hausschwein, bei dem richtig coolen Das ist, da hast du ja. recht Weißt, eigentlich. Eigentlich ja, das ist schon einen wurscht. behinderten Wurscht. Hund mit einem Dreckshackstamisch Fuß holen, aber kein gesundes Schwein, weißt du? Da eifert die halt den Hund irgendwo über die Stauen runter und dann holen wir ein gescheites Viech, das nicht kaputt ist. Was soll denn das? Du kannst schon über den Hund eifern, nicht. Dann frisst Bierflaschen, das garantiert. Aber du hast einen Platz für ein Hausschwein. Das ist so eine Win-Win-Situation irgendwie, oder? Du hast kein kaputtes Viech mehr, sondern hast ein Hausschwein. Das war dann eine wirtschaftliche Ergänzung. Ja? Er ist auch wirtschaftliche total schon. Der schmerzt auch später nochmal. Ich lasse aber, früher oder später kommt ja sowieso auf uns zu, dass der Hund eine Operation benötigt wegen dem Das will Haxen. ich sagen, ja. Ich würde es dann schon geil finden, wenn man ein Mission Balkon dann den Haxen fressen lässt. Der hergeschenkt wird nichts, den Bagel. Ja, ja. Sagst zum Tierarzt, oder? Bagel, Ja, nein, nimm auf. ihn heim. Was soll das? Mir, Ja, und andere Leute nehmen die Vorhaut von einem Neugeborenen mit und pflanzen im Garten. Da kann ich wohl den Fuß von seinem Hund am Schwein Das sind Dinge, die habe ich noch nicht gehört und Ja, ich glaube, ich nee. mag auch nicht weitere Fragen stellen. dann sag ich, wachst du wieder. Der machen Globuli aus der Gebärmutter, Komm. nicht aus der Gebärmutter, sag ich schon, aus der Nachgeburt. Wer macht sowas? Die Hippies, Haben das die auf der Straße anbeilen, wenn du nicht einer Meinung bist? dann sind die auf der Straße anpicken, glaube ich. Ja, ist auch genau, ja, wir reden schon von den gleichen. Wir reden von den gleichen Leuten. Alle. Ah ja, aber es ist anders, da geht es um Tiere. Geht um Tiere. Nicht so ganz, ja. Haustiere, keine Haustiere. Na, Was habt ihr Cody früher gesagt, gehabt? Katzen, Hund, Wellensittiche, Meerschweindel, Hosen. Nee, du bist ja vor mir, sonst warst du feig geworden. Wir haben ja nicht gesagt, weil es wurscht ist. Immer so nacheinander. Ja, und wenn ich wieder uns weggeeifert hab, dann hab ich ein Eis gekriegt. Ich wollte gerade sagen, wenn so ein kleiner Wellensittich. Ja, genau. Ja, Mama, ja, dann geheißen, der Fridolin ist im Klo. Ja, scheiße, kriegst du dann nein. Ja, freilich da. Ich hab ihn ins Klo eingeeifert. Ein Billion und Rocky hab ich gehört. Billion Rock. Und ich glaube, die haben so geheißen, weil zwei von die Power Rangers so geheißen haben. Das weiß ich nicht. Und ich glaube, die haben noch die Farben vorher nicht benannt. Das weiß ich nicht mehr genau. Aber irgendwie so war das. Ja, aber die waren Mann. so dumm, die Fliegen wie jetzt Scheiben, wie Advent. Und das hat mich irgendwann genervt. Dann haben
haben wir es hergegeben. Ich bin unschlüssig, ich bin ja kein Experte, aber vielleicht hat es einer drin einfach nicht so gut gefallen. Nein, die können einen Scheim ja zum Beispiel nicht singen. Darum fliegen die einfach gegen einen Scheim dagegen. Darum hast du zum Beispiel Die Scheiben kann es mit Sicherheit singen, die ist so dreckig. Das kann's Die sagt jeder, die Scheim. Jeden Tag auf die Nacht, Aber dann Tschüssi ist da er ohne drin. und Batz gegen Scheim. feiere mich selbst. Geht Wind. Überall sind da keine Vollidioten. Spiegel nicht. Warum tust du denn sowas? Spaß. Was ist deine Hund dann wegschlecken? Warum fegeln dann beiden sein Bub, weiß ich nicht, 85 Huren und keinen interessiert es, weiß ich auch nicht. Wer tut das? Nicht mitgekriegt. Ja? Wie heißt denn der Bub von beiden? Keine Ahnung. Es geht zu sehr in die Richtung Politik, aber das ist eigentlich schon lustig. Der hat- 85 Hurenficken geht zu sehr in Richtung Politik. Ja. Ja, ärgerlicherweise irgendwie schon. Wie heißt denn sein Bub? Ich weiß nicht. Ich hab das auch nicht mitgekriegt. Jonathan Leider Biden auch oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ist der nicht, der hat sich mit dem eigenen Handy hat er sich aufgenommen beim Crack-Wiegen und Nuttenfegeln und so. Und irgendwann ist aufgekommen, dass er in den letzten paar Monaten $30.000 für Nutten und Zeug ausgegeben hat. Das ist geil, das interessiert keinen. Das war einfach so, hier Teppich auf. Zählt das unter Geschäftsessen, oder? Ich bin so neidisch, ich bin so neidisch, das ist unfassbar. Laut Wolf of Wall Street, ja. Spesen, Brudi. So, wo waren wir bei Viecher? Ja, da haben wir nicht so zu weit abgedriftet, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, Nein. Jetzt Viech hat Eigenarten. Das ist, wenn man selber ein Viech hat, ich glaube, wenn du 5 Katzen hast und die schauen alle fucking identisch aus, dann erkennst du das trotzdem, weil alle irgendwie anders alle sind. haben so irgendeinen Batsche. Haben deine Eigenarten? Der ist Ja, einfach sie was irgendwie so teuer. deren, wenn Sachen passieren. Ja, die haben generell Eigenarten. Die eine ist halt lang und schmal. Und die andere ist halt klein und dick, aber hübsch. Also die Oh, spielen sprichst du ganz von mir? aktiver. Na, du bist nicht hübsch. Okay. Und schmal und lang bist du leider auch nicht. Was anderes dafür. Na, der ist Schmal nur und schmal. kurz. Und kurz. Aber er stinkt halt wie ein großer. Auf jeden So, bei Fall. 35 Grad kein Wunder, oder? Ich glaube aber nicht, dass dort dran liegt. Sackspitze. Auf jeden Fall. Ja, der eine, der ist halt sehr aktiv und der spielt immer umeinander und läuft immer umeinander und der andere, der weiß, dass das gut ausschaut und liegt halt nur rum und schaut gut aus. Und das macht dann ganz Stell viel dir vor, verschissenen Katz Druck. hat wirklich wissen, dass es gut Ich ausschaut. glaub, Katze weiß, dass es gut ausschaut. Das wissen sie, ja. Das weiß die Deine Katze. Fan. Das weiß die Katze. Das weißt du. Aber die wird schon wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Morgen wird geschert. Morgen ist die wieder. Zurück auf den Boden mit ihr! Nein, morgen kommt bei der einer. Katzenfisch. Immer mit der gleichen Ausschlung. Das war ungefähr so, als da der einen Knidel mit seinem eigenen Haxen dran schlagen. Ich darf nicht helfen, aber du. Falls das Bürgerin irgendwann hören soll, das war schon so. Ja, den haben wir von Rumänien so geholt. Das war schon so. Das stimmt aber Der Knidel tatsächlich, ist super. Der Knidel ist halt, der ist winzig. Also der Knidel ist halt die Hälfte so groß wie der Emma. Und mit Emma ist so. Der Emma Knidel ist ist nicht einmal die Hälfte. Ja, Emma ist gar nicht so, die hat bloß lange Haxen. Die, wenn sie zusammenrollen am Mund, dann ist sie so groß. So, das ist ein Witz. Ja, was hat der ein Gewicht? Weiß ich nicht. Ich habe das wiege ich nicht. Die können sich ja nicht auf alle 4 stellen. Verstehe ich nicht. Der Mann ein Knädel. Du meinst Ah, den ich mein- Knidel. ah. Du kriegst du wieder gar nicht mit. Verdammt. Hallo, pass doch mal auf dann. Knädel, Emma. Der Knidel, das was ist wiegt der geil. Knidel? Ich weiß Ja, nicht, aber Knidel. wahrscheinlich war 8 Kilo, glaube ich. Also die wiegt nicht so viel wie deine Katzen. Ehrlich? Ja, ich glaube schon. Okay. Das ist auch nix, das ist einfach bloß ein Wurst mit 3 Haxen. Halt. Mit 3 Haxen. Ohren kaputt. Aber sie beitet halt einfach gern. So viel. Aber brutal. Ja. Flippst du aus. Du kommst jetzt besuchen und dann wirst du nur angeschrien vom Lex und vom Hund. Du wärst normal nur daheim immer. Ja, eben. Weil ich gesagt, wenn ich angeschrien werde, möchte ich gehen mit der Freundin fort. Das ist Hashtag Dad-Jokes. Boomer Life. Was haben sie denn noch für Eigenarten? Haben deine 4 Eigenarten Wir gehabt? haben eine Katze gehabt, die ist immer in dem Moment, wo der Kühlschrank aufgegangen ist, ist eingesprungen. Das ist auch geil. Und sie hat beit. Das war auch geil. Und sie hat Bait? Ja, ist die mit Hund groß geworden? Das ist die Nein, erste Frage. nein, gerade nicht, aber die ist reingegangen und sie hat schon miaut, aber es hat sich immer so gehört, wow, wow. Da hab ich gesagt, wir sind nicht ganz dicht gehabt, so wie es geäffert. Warum eiferst du im alle 4? Ja, wenn es mir aufhört, muss ich es eifern. Kennst du South Park? Babyfreistoß? Ja, genau. Freistoß! Fotos. Aus dem Kühlschrank, wow. Oder sie hat gesagt, wow. Stark. Ja, und unser Hund, unser kleiner Hund, wir haben einen Jack Russell Terrier gehabt und einen Dobermann Schäferhund Mischling. Der muss auch Auftrag sein ohne Ende. Oder so. Welcher? So ein Jack Russell. Ja, der war nicht annähernd so Auftrag wie der Dobermann Schäferhund Mischling. Also es war, die Große war Weiberl und der Kleine war Mandel und der Kleine war so geil, denn ja, wir waren halt jung und was tust du als Bub, ärgerst natürlich die Viecher. Und das hat er sich natürlich gemerkt, das Sautyp, und jetzt, wenn du jetzt Sachen gemacht hast mit ihm, dass du mit dem Finger auf sein Gesicht gefahren ist, ist er so da gesessen, hat sich so geschaut
Und dann bist du mit dem Finger hier und ich nannte das Thema bis zum Meter 10 und so, und in der Naht das Thema so, und wenn es zu näher geht, dann und den vollen Finger einzwickt, die Mistsau. Und dann sind wir immer so, und dann haben wir so gespielt die ganze Zeit, ob er nicht erwischt. Oh Gott, ich Mist, hab ich erwischt. Und wenn er den Finger nicht erwischt, dann hat er mir einfach den Ranzen nicht zwickt. Das ist beim Jack Russell ist wahrscheinlich nicht so unfassbar schlimm, wenn er dich erwischt mit dem Finger, weil dieses lustige Spiel, das kenne ich auch bloß mit einem weißen Schäferhund. Das war des Öfteren sehr unangenehm. Ja, da haben wir als Kind haben wir den gehabt, war schon ein weißer Schäferhund. Und den habe ich auch nur dratzt, also nur geärgert. Das ist furchtbar, wenn du Kind und wieder bist dann, ja, ich weiß auch nicht, was, du bist ja der kleine Hurensohn und dann machst du, weiß ich nicht, hast du da Vieh, was tust du sonst damit? Und der war auch, da habe ich, fucking Onkel Werner schon wieder. Und da war es auch so. Da bin ich bloß am Hundskerbe vorbeigegangen bin, oder mich schon angeschaut. Und wenn ich dann versucht habe, hinzugehen, oder ist die allerdümmste Idee von allen, warum mit jemals das Tor, weiß ich nicht, da hat er irgendein Spielzeug drin und das wollte er nehmen, währenddessen er da drin, leck, Alter. Der, wenn die bissen hat, hast du Löcher in der Bratzen. Da hast du Löcher in der Bratzen gehabt. Über mehrmals Löcher in der Bratzen gehabt. Und war nicht so schlau. Ja, unser Kleiner, der war nicht besser auf uns, also wir haben mit dem trotzdem, also wir hergegangen, hat sich hergelegt, aber wir haben mal gewusst, wie wir ihn auf Palme bringen, den Deppen. Und er hat sich auf Palme bringen lassen, er hat sich gedacht, ja, geht's beschlagen, irgendein Vollidioten. Das haben wir dann dazwischen. Und der Große hat nicht gewusst, dass es beißen kann, die war... Das ist die Eigenart von der Emma. Ich glaube, die weiß nicht, wie 10 Fletschen geht und wie grantig, also wütend werden geht. Die kann schon beinen, aber wenn die beit, dann passiert der... Ja, nichts. Ja, genau, wenn dann das, was oben hingeht, dann versteckt es hinter dir, oder? Ja, vorher schon. Ja, aber nichts wie Emma, weil Emma, die schaut ja einfach deprimiert immer aus. Ich glaube, die weiß ja nicht, was glücklich sein ist. Also, stimmt, ja. Die hat ja, das weiß der Geier, was die, ohne Krampf ganz kurz, weiß der Geier, was die da hinten in fucking Rumänien mit den Hunden. Ja. Ich möchte es ehrlich gesagt gar nicht wissen. Aus dem Schwung, wo wir die Emma geholt haben, da war ja dabei, da hat sich Nadine den einzigen suizidgefährdeten Hund mitgenommen. Das habe ich aber auch bei den Fotos schon gespannt, sie hat mit Bentley hergezeigt und Emma, vorne immer alle Hunde so, wie ein Hund so sein, so, ja, voll ausgeknippt. Und ganz hinten im Eck irgendwo sitzt irgendwo so ein kleiner schwarzer Hund mit weißen Pfoten. Mit so Rasierklingen. Und ja, genau. Als wir es geholt haben, war es auch so, alle sind aus, haben sich gefreut und ein Härchen umeinander und gerade schön was und sie ist hinten mit dem Age gesessen, hat irgendwas von Ivana laufen gehabt und hat Strumpflinten durchgeladen und wollte dann auf Curti machen. Hat sie gerade noch weggerissen. Ja, genau, hör auf jetzt! Dann hat sie Nachbarn unterschossen. Sie kann, was ganz krass ist, nur beim Spazieren gehen, sobald gespannt kleiner ist jetzt fort, dann legt sie einen Schalter und es ist ein normaler Hund. Sobald die Leine wieder dran im Auto drin ist, hockt da, volles Angst, langsam und Ding und freut sich dann schon, wenn man streitet und so, aber sobald du unterwegs bist beim Spazierengehen, dann ist ein Hund. Du schmeißt was und die ist so schnell, Alter, das ist brutal. Die ist so schnell. Kann ich da jetzt nicht glauben. Also ich kenne halt immer doch schon. Deswegen verzeih ich weiß nicht, das habt ihr noch nie gesehen. Das ist wie ein Windhund. Wisst ihr bei euch, wenn ihr mit dem Auto fahrt, wie der Bock das Auto fährt? Speibt. Ja, wollte ich auch nicht sagen. Unser Große, der ich erzählt hat, das war die Amy, und die wollte immer mitfahren mit mir. Also, und dann hat gesagt, ja, Falle, und dann habe ich sie ins Auto gelassen, auf dem Beifahrersitz, das schaut cool aus, du fährst, und über die sitzt ein riesiger Hund und ganz auf dem Fenster. Nein, und dann fährst du 2,5 Meter, und dann hockt drin und ist geil, auf einmal schaut's die an. Und schreibt einfach unten im Fußraum rein. Boah, leck, ich war mit durch, aber was für einen Fladen. Ich bin gerade noch heim, Hund ausgegeifert aus dem Auto. Schon überall mit dem Hund umeinander geifert. Und Mama runtergeifert ins Auto und gesagt, putz den Scheiß, Mann. Das ist dein Hund, Mann. Kann man mir bitte einen Ava-Counter einführen? Das müssen gleich in die Kommentare, wenn ich der Wolfeck oder irgendjemand, der so Schluss mit Quasi-Counter, jetzt gibt's bloß noch einen Hund-Counter. Und geil ist, wenn es ein Späßel bei hast, der meint, er ist... Achtung, Plotwist. Er ist gescheiter als der Tier. Du wirst rausgesprengt von der Mom, musst mit dem Hund spazieren gehen, Kumpel geht mit. Draußen war es glatt. Geht bei groß, unser Amy geht da so, dann hat sie es geworfen auf eine Eisplatte und schaut schon lustig aus, wenn so ein Hund wirft es und mein Spätzle geht hinten nachher, ha, bist du dumm, Batz, wirft auf der gleichen Stelle. So also geil. Ja, Karma ist ein Bitch. Ja. Plot-Twist, Ava-Counter. Ja, meine Eltern haben jetzt da seit kurzem, die haben sich einen Hund gekauft, so einen Aussie Doodle. Also eigentlich ein total schlauer Hund und mega süß. Also 40 Zentimeter hoch. Süß kriegst du übrigens eine Umdrehung nach dem Podcast. So cute. Nimmi. Ah. Cute as Fuckboy heißt das. Auf jeden Fall. Seit Onkel Werner steht da drauf. Das haben wir in Folge 2, glaube ich, gelernt. Folge 1 was will ich machen? Also mein Gott, jeder hat seine Vorlieben, ne? Ja, aber ich das mit der Leine ja noch nicht verzeihen. Auf jeden Fall. Bin ich gespannt. Nein, das verzeihe ich ja nicht.
Da kommt der Onkel Werner nur noch vorbei und. Der sitzt doch gerade, haben wir jetzt gesagt. Stimmt schon. Das nächste Mal schmeißt du der Rufus in den Teufel, dann verzeihst du das schon. Wahrscheinlich. Kann ich da welche haben? Das ist der Bugs. Das Bier hier Kann ich auch welche haben? Ich frage für einen Freund. Nein, nicht für einen Freund. Ich möchte es selber. Das war schon für mich. Und der ist wirklich so, ja, der liegt sie dann immer hier. Der kommt dahergelaufen und das erste, was er tut, ist sie komplett auf dem Rücken zum Legen, 4 Hände auseinander und sagt, Und dann rote Rakete, oder? Für die rote Ah, Rakete. ich kenn ihn wieder nicht! Da, natürlich. Ja, Digga, wo ist denn der? Von South Park. Ah, verdammt, natürlich. Rote Rakete. Ja, war aber sehr knapp. Nein, ich wollte jetzt nicht drauf antworten auf die rote Rakete. Weil ihr wollt. Na, das, Meinst du, dass der Chewbacca rote Rakete hat? Meinst du, Wieso? wenn man Chewbacca seine Buttcheeks auseinander nimmt, da dann auch irgendwo ein rosa Loch drin ist? Zum Rangelschlecken. Zum Rangelschlecker, ja. der Chewbacca Ist der Horix-Rangel? Das ist ein Horix-Rangel. Das kann man vorher frei Das ist ein richtiger Kringel. oder Aber Menschen. verzeih mir weiter, wenn du den süßen Hund rote Rakete... Nein, ich mag jetzt nicht von rote raketisierst. Rakete, von, na, das war eigentlich, das lassen wir jetzt so stehen. Aber dann morgen praktisch bauchig gerallt werden und du spielst rote Rakete. Das war Nein, die ich spiele nicht, der Geschichte. nein, ich spiele damit nicht rote Rakete. Kann ich das? Nein. Halt einmal, du Weißt du, ich Lügner. spiele selber rote Rakete. Mit dir. Nein. Safe nicht. Hast du schon mal probiert? Streichholzstaffelzipfel geschmiert und einen Hund pfiffen? Das ist richtig geil. Was bist du? Bist das hier ein asozialer Huren? Das hat mir auch ein Spätzle verzeiht, dass das cool ist. Ja, das hat mir ein Spätzle verzeiht. Kommt dahin das Wort Gelbwurst, oder? Ja, vielleicht. Gute Rakete, das ist schon ganz geil. Ich hab mir Dieser- Spätzle verzeiht, ja genau. Solange Gefühle zu deinem Tier da sind, ist ja keine Sodomie und dann ist es in Ordnung. Die Frage ist, was hast du da für Weißt du, Gefühle? dass Was hat denen- dein Spätel da für Gefühle? Liebe, hat er gesagt, er hat Liebe empfunden. Ich habe mich dann informiert und ich habe auch gelesen, dass, ich glaube, Dänemark das einzige Land auf der Welt ist, in der Tierfeglerei nicht verboten ist. Deswegen gibt es viel Tiersextourismus nach Dänemark, so wie es halt Sextourismus nach Thailand hast. Ich wollte schon immer mal einen Thunfisch nehmen. Es gibt eine Geschichte, wo der einen Delfin bombst hat. Ich kann dir Geschichten erzählen. Ich hab mich dann Kann mal- irgendjemand das Geräusch machen? Das ist irre. Mir war mal langweilig, so die Firma arbeitet nicht mehr, kann ich verzeihen, da war mal langweilig in der Arbeit. Dann habe ich irgendwas auf Wikipedia gelesen und ihr wisst ja, wie es ist bei Wikipedia. Dann, okay, klicke das war da und irgendwann bist du bei was Perversen auf Wikipedia. Es ist einfach so. komisch. Ich schaue extrem wenig auf Wikipedia noch. Auf alle Fälle am Ende bin ich dann irgendwo zu Sodomie und Zoophilie gekommen und dann sind die Geschichten und dann war da irgendwo noch ein Link zu dem Typen, der hat ein Bier geschrieben über seine Beziehung mit einem Delfin und der hat sich jeden Tag irgendwie in der Früh in der Bucht getroffen und der Delfin ist so mit zu ihm gekommen und irgendwann hat sich der Delfin ihm angeboten und hat sich unter Wasser so hydrat und sein Geschlechtsteil offenbart. Hat er einfach nicht, der scheiß fette Hurensohn ist ins Wasser gesprungen, hat Umgewrestelt. wahrscheinlich umgewrestelt und hat seinen Schwanz in sein Sprühloch reingesteckt. Der Hurensohn, der will... Sprayhole-Fucker, Ja, der oder? Teufel Sprayhole-Fucker, da kommt er her. Wahrscheinlich war es einer von denen, die 5 Rampen geprobt hat. Dann ein Tombstone mit dem Delfin macht, dass es nummeriert. Dass es ihn nummeriert und dann ist er gegangen. Sound Razor's Edge. Du sitzt da, deine Kollegin da so, warum schaust du so, Daniel? Und ich sitze da. Das Angebot ist gerade voll krass, was ich da schreiben muss. Sag ich da, was du jetzt kaufen Alter, wolltest. das Beutel in meinem Schädel, wo irgendein bärtiger Holzfäller Sepp irgendwo in einer Bucht vor einem Delfin Okay. umwrestelt Das sind Geschichten, wenn. und seine rote Raketen in sein Sprühloch einhammert. Alter, halt Hör doch auf. dein Maul. Aber die andere Frage, wann fliegen wir auf Dänemark? Frag für den Da wollte ich schon Freund. mal Urlaub machen. Mit dem süßen Pudel. Mein Freund mit der Streichholz hat Tickets fast mit. Das brauchst du gerade mal auf YouTube gehen, oder? Da siehst du Dokus und Berichte über Leute, die von Beziehungen zu ihren Hunde und so schmerzen. Ja, das aber ist, das- du schaust du und denkst dir, was? Mit was man heutzutage alles eine Beziehung führen kann, ist sowieso hardcore fragwürdig. Korea ist ziemlich krass, oder? Dann kannst du deine Kisten und so ein Zeug heiraten. Hat glaube ich, auch nicht da. Ja, genau, deswegen weiß ich das. Ja, ich habe gelesen. ja irgendwas gelesen, dass irgendwann ist ein Kissen geheiratet oder Und ihr Kissen geheiratet. Anime-Figuren, wenn die heiraten. Da werden dann irgendwie so Aufsteller praktisch gemacht, dann heiraten sie Anime-Figuren. Also ich dort Nami von One Piece schon gerne ehelichen. Die Rothaarige, die Ehelichen. von Anfang an dabei ist. Ehelichen. Ehelichen ist ein sehr interessantes Wort für deinen Wortschatz. Ein Word, oder wie? Schmaler Sehr, Grad sehr zwischen bekanntes ehelichen Word. und rote Raketlichen. Sie dürfen wieder rote Raketlichen. Mit was für einer roten Rakete? Ja gut, bei denen kann man nie sicher sein. Ja, das Wenn's, ist, ja, ich wollte gerade sagen, wenn es viel onanierst, dann klärt er wieder mit der Tipp. bis der Cut wieder kickt. Aber auf alle Fälle, Korea ist krass, da kannst du alles heiraten. Ja, das ist, Korea ist geil. Ich werde mal nach Korea, glaube ich, mehr nicht, aber nach Japan mehr. Ah, da werde ich auch mich hin. Das glaube ich so crazy. Der Kulturschock, der hat mich Kulturschock, einfach ja, interessiert. Wir Ja. wollten wir eigentlich 2021 hätten wir eigentlich geplant, dass wir einen Ausflug auf Japan machen, aber dann Corona sagt nein! Corona hat gesagt, nee.
Und ich bin noch auf Bewährung wegen einer roten Rakete-Session gewesen. Hab nicht ausreißen dürfen. Kann ich nicht, aber kein Mensch mehr Leberwurst. Andere dürfen, Onkel Werner darf sich 50 Meter im Kindergarten nicht nähern und ich 50 Meter in der Metzgerei nicht. Und am Tier. Und im Aquarium. Ja, genau. Wegen mir haben sie das Land aber Tier mitgerissen. Hat den Delfin verklagt. Sondern gesagt, Sprich scheinbar versteht die nicht. Genau, red gescheit, du Mongo. Oh Gott, oh Gott. So, wo haben wir stehen bleiben? Dänemark, Halsreiseziel. Dänemark. Haustiere. Und Eigenarten von die Hausviecher. Eigenarten, Haben wir nur. genau. Der Brocken, der Katzbrocken, auch Kabrücken oder Katzbrocken, das Öfteren. Mein Name ist Karl Brücken. Karl Brücken. Ich weiß gar nicht, wie den seine Eigenart beschreiben. Ich habe das auch noch nie geschafft, auf Kamera festzuhalten. Der sitzt irgendwo, der kommt, der sitzt, und dann spätestens, wenn er sitzt und schaut die an und du schaust ihm an, dann macht er all of a sudden einfach so. Geilen Katzenschlager. Einfach so! Und ich so, warum? Dann macht er wieder so. Und verdreht seinen Kopf so aber er wälzt sie nicht. Also er verdreht nur den Kopf und so, weil bis du hingehst und streichst nach am Knack. Weil der ist nicht ganz dicht. Da kann ich schon mal da mit der Leberwurst. Ja, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Immer noch dreckig, immer noch dreckig. Er rumpelt dann wieder in die Dusche und Katze hängt drin und wascht sie, immer noch dreckig. Schminkt sie, Schnappe, das gefällt dir noch. Und der Kani schlaft schon seit 3 Stunden. Ja, genau. Ganz ruhig und Vielen 25 David schon klar in der Dusche steht. Verschmutzt. Der Plötze hat keine Eigenarten mehr, seitdem er kastriert ist. Ansonsten mag ich behaupten, bis vor, wann haben wir ihn kastriert? Vor 2 Jahren oder so. Bis dahin war er der Bab von alle Katzen. Das ist der Fettsack, der da draußen Das ist der Fettsack, der da draußen allweil schläft. Was anderes tut er nicht. Der kommt rein. oder? Es ist Eigenart, dass er immer schläft. Jetzt ist das sein Eigenart. Vorher war sein Eigenart, der ist der Bab von alle Katzen. Geil. Also, der hat sich fett gefressen über den Winter, also richtig fett, so wie er halt jetzt immer ist. Und dann, wenn Summe Paarungszeit ist, dann ist er weg, dann ist er nie wieder gekommen, wochenlang, keine Ahnung, wo der ist. Und dann war er so dünn, wie er wieder da war. Und in der Zeit muss er alles gefegelt haben, was nicht bei 3 am Bein war. Sind die heutzutage halt so Fitness-YouTuber, oder? Plötzlich ist Fitness-Influencer. Fitnessflötze. Hashtag Fitnessflötze. Geil. Ja, ich nenne auch gerne ab und zu einmal Flitzeflötzen. Frag mich, hey, bist du Flitzeflötze? Jetzt könnt ihr mit der... Machen wir einen Instagram bei dem, dann nehmen wir mit ins Fitnessstudio, Fitnessflötze. Fitnessflötz. Geiler Typ. Richtig geil. Mit Ex-Freundin von mir, das kann ich so erzählen, das habe ich ihr nämlich nie erzählt, jetzt sind wir noch zusammen. Gute Idee. Ich kann nicht sagen, ich kenne, aber ich habe es auch schon 1000 Jahre nicht mehr gesehen. Du hast es auch. Die hat auch so eine Dreckskatz gehabt und da ist selber schon, die ist mittlerweile gestorben, die Katze. Ja, der ist mir sauber gegeben. Die hat auch mal gegeben, ja, aber hallo. Da haben wir uns nämlich dann ein Zimmer eingerichtet damals und dann ist eine und ich hock da und zack und war mal halt auf der Couch und dann schaut sie mich an und dann ist sie so, ja, geh her, lass dich streichen. Und dann hat sie her und gestreichelt und wenn sie nicht mehr taugt hat, dann hat sie Kreid und bissen. Aber halt nicht so wie es manche Katzen dann, das dann so ein bisschen hier an, sondern so, dass ich bliert hab. Boah, lecker, weil ich dachte, ich habe ja einen Spitz gegeben, als aus dem Zimmer rausgeflogen ist. Dann ist wieder einer, hat geschaut, so, warum? Also, fragst du mich das jetzt echt oder was? Du kriegst mich nochmal an eine Mistsau. Und ein paar Wochen drauf sitzt sie wieder drin und zack, kommt wieder einer, schaut mich an, sitzt die und pisst. Und dann stehe ich auf und dann schaut mir zu, wie sie auf sie zugehen und denke mir so, du weißt doch ganz genau, was jetzt passiert. Ey, verbaten, Leute. Ja, dann ist Smash. Ja, genau. Dann, Smash. die ist nie wieder ins Zimmer reingegangen, wenn ich drin gesessen bin, auf alle Das Fälle. habe ich auch. Ich habe auch eine Ins Katze. Zimmer einbrunst, ne? Nee, nein, habe ich nie. Auf jeden Du meinst, Fall. warum der Gnidl heißt? Weil immer eingenädelt. Na, also, ich habe auch eine Katze, die, wo, wenn es dir zu viel wird, wenn du es irgendwie ein bisschen ärgerst, die kreit einmal und die haben ja auch wirklich riesen Pfoten. Also, die haben ja wirklich ungefähr so groß wie eine Handfläche. Und die. Halt, stopp! Oh, Werbefläche wo? Es ist die gute. Die kostet, wie viel ist es? Das überlegst du bis Aber zum die nächsten Mal. So, Aufwaffe. wir müssen mal eine Kamera kackt heute schon wieder ab. Hilft dir nicht. Da muss wieder verstecken. Schaut fast so aus, als es war nichts gewesen. Nein, das ist ja nichts. Ist Oder? nichts. Ja. Ist es was gewesen? Wenn dann war so ein kurzer Beam. Du willst irgendwas von Katzen erzählen. Ja, von meinen. Weil die eine, die kreit immer. Also, wenn du die ärgerst, dann fangt die auch zum Kreien und die haben wirklich sehr, sehr lange Nägel. So, Nägel. Krallen, du Mongo! Krallennägel! Krallennägel! Klingen. Auf jeden Fall krallt die dann richtig zu, aber sobald dass du die Start hältst, lass los. Und das kenne ich halt von der immer. Aber das ist, du kommst ja mit der Hand zwar dann so nicht mehr raus, du musst über die zweite Hand und dann langsam die Krallen entfernen. Aber es passt schon. Und dann war ich bei einem Kumpel vor ein paar Wochen und der hat praktisch die kleinen Brüder von meiner. Und da genau dasselbe. Die, wo du merkst, es wird zu viel und dann kratzt die. Und dann kratzt die aber so fest und hält sie so fest in deinem Arm
durch den Pulli, hat die durchkratzt. Dann hast du den scheiß Arm hochgezogen, die scheiß Katz mit 8 Kilo, die haben auch schon 8 Kilo, an deinem Arm droh, durch den Pulli, irgendwie kriegst du dann die Katz wieder los und hab gefühlt 10 Sekunden Schmerzen. Du blitzt überall, leck mich am Arsch. Das ist ein unfassbar. Ich stell mir den Move gerade vor, wie du das loskriegst, wie beim Wrestling. Kennst du, wenn sie sich so einhakeln bei einem und dann heben sie es in den Tee und hauen sie so im Boden oben? Ja. Das sind so Katz, die ganz neben dir der Referee. 1, 2, ausgecovert. Jetzt führst du in Tee zu holen. Genau. Katz gibt ja nicht mehr so ein 619. Weil die haben ja, also der Plötze hat ziemlich große Pfoten und deine haben ja doppelt so groß wie die. Das ist ein Wahnsinn. Das muss also wie gesagt, die haben Pfoten, die haben fast so groß wie die Handfläche. Also die haben wirklich... Das ist ja... Da müssen ja Krallen, Angst die müssen ja proportional dazu, da hängt der Metzgerfleischerhagel hängt dann am Arm dran. Nein, nicht ganz. Also die eine, die kaut zum Glück Nägel. Warum? Die Nägel kauen? Die ist operiert worden und hat dann angefangen, die Nägel zum kauen. Also, ihr arbeitet hier jetzt, und ich so, ja, das hört sich an, als wenn der Nägel kaut. Vielleicht war es eine Narkose 2. Ja, das hat's auch noch nicht oft gesehen, aber das gern ab und an, das Katzen auch. Also... Brauchst du nicht schneiden, passt doch. Nein, die schneidest du sowieso nicht normalerweise. Was hält man von Aquarien und Terrarien? Abstand. Ja, ekelhafte Scheiße. Ekelhafte Scheiße. Also Aquarium Nein, kann geil sein, aber in Terrarien sind meistens nur Assis drin. Ja. Ja, das kommt jetzt drauf an, was für ein Terrarium das ist. Ich nenne es jetzt einmal sehr exotisch und sehr exotisch. Und mit sehr exotisch meine ich so Scheiße wie so, die Leute, die sich so Vogelspinnen in so einen Scheiß halten müssen. Was mäht mit so einem Scheiß? Ja. Das kaufen noch zu 95% nur an der Augenbrauen pierste Autoschrauber spasten, damit sie dann verzeihen können, der alte Vogelspinne und eine Schlange ist voll geil. Ganz genau das. Damit irgendwann draußen im Stammtisch verzeihen können, wo ich über Vogelspinne, ja, genau. über einen Skorpion daheim, das ist krass, Alter. Verzeih mir bitte mehr. Ja, niemals jemand! Oh Gott, das kann niemals jemand! Ja, bitte erzähl mir mehr über den Vogelspinnen. Das ist richtig interessant, Alter. Ja. Der dummste Mal, du und die sind ja gar nicht ekelhaft, so wie du mit deinem scheiß Augenbrauenpiercing. Geh doch, du Bullockschrauber, du Baum. Vielleicht haben die Spinnen dann auch so was. Ja, wahrscheinlich, du Piercing, oder? Du kannst auch der Herrn. Du kannst auch da. Und also, was schon dann, vor allem bei Schlangen, dann diese Assi-Scheiße, dass es mit lebendigen Meisern so futtert. Was bin ich denn für Asozialer, dass ich sowas tue? Das ist wirklich fragwürdig, was ich cool finde, halt wirklich die Liebe. So Eidechsen oder so. Kannst du Schlangen elfern? Nehmen wir die Maus da, die lieber elfern, bevor es noch Weil bei Schlangen traut er sich nicht zum Elfern. Nein, sehr oft. Die beißen mich tot. Aber Echsen, da gehe ich bis zu einem gewissen Grad mit, aber da möchte ich halt dann, das ist dann immer, wenn ich ein riesiges Terrarium habe, was voll Platz haben, was du dann ein wenig so dschungelmäßig herrichten kannst, dass es halt einfach geil ausschaut. Aber wenn du dann so ein kleines Terrarium hast, dann hast du zwei so Spastenviecher da drin hocken und dann links auf einem scheiß Stecker und schauen dumm den ganzen Tag und fressen Heuschrecken. Tolle Wurst. Kann ich Spiegel reinschauen, wie beim Fettbein und fressen zuschauen. Wir haben bei meinem Bab Terrarien gehabt, aber halt nicht so mit Spinnen und so einen Scheiß, sondern mit Eidechsen. Teilweise mit selber gefangen, die. Ja, der Klassiker. Und Beschäftigung für unsere Jugendfolge gewesen, Eidechsenfanger. Stimmt eigentlich, ja. Ich hab damals hast du Eidechsen gefangen als Kind? Molche. Molch? Ja, in Flüssen. In so Flussdinger drin. Ja. Da so einen Teich gehauen und da waren so viele für die Viecher drin. Die waren zum Teil wirklich dann auch so groß. Ja. Also so bestimmt 3, 4, 5 Zentimeter. Frischfangen war es. Bei 5 Zentimeter finde ich schon viel. Die haben mir geeifert. Ja, was ich frisch auf dem Gewissen gehabt habe, weil ich halt damit heimgenommen habe und sagte, du in den Sandkasten, nein, der taugt sich nicht sicher. Ich taugt der überhaupt nicht. Nein, war nicht ein Ding. Sandkasten, warum? Ja, weil ich halt klein und behindert war und jetzt bin ich groß und behindert. Schlangen haben wir aber auch gehabt. Cool. Da war wieder Wappen noch da war. Richtig cool. Ja, Skorpione haben wir gehabt. Das Piercing habe ich vor dem Podcast außer da. Und meinem Auto die waren aber auch gefangen, soweit mir das damals zumindest erzählt worden ist. Ich weiß nicht mehr, ja. Wie im Hof. Anacondas, also die einzige Schlangen, die sie zu ungebildeten Wichser kennt wahrscheinlich. Ja, weil es rumtrug in der Hosen. Ich fehl gerade einen Gerd gestoßen. Es ist halt ein ganzer Junge. Ja, das wünschte ich wieder irgendwann. Anacondas sind Würgeschlangen, oder? Weil ich meine jetzt, die Würgeschlange war beim Kani recht gut. Ja, Würgeschlange. Ach Gott, Anaconda, der Film habe ich damals fertig gemacht als junger Bub. Ja, da gibt's es gibt eine Anaconda und es gibt Anacondas. Beide haben gleich schlecht. Also den Film, es gibt sogar mittlerweile 3 Teile und bei einem ist der Hesselhoff dabei. Ich habe aber auch nur den ersten gesehen. Der Hesselhoff? Der Mann ist beim dritten Teil ist, glaube ich, der Hesselhoff. Mit dem haben wir jetzt nicht geredet. Ja, nicht, aber wir haben die auf alle Fälle in einem Terrarium gehabt und teilweise draußen. Dann hat sich irgendwann ein Wühlmaus unter den Zaun, also unter das Gehege durchgegraben und dann haben sie abgehauen. Das weiß ich noch. Und
Aquarien haben wir eigentlich immer gehabt. Also der Papa hat immer Aquarien Das gehabt. ist auch viel Arbeit, oder? Den Ja, Scheiß. das ist der einzige Grund, warum ich noch ganz ab, wie oft ich schon Same hier. angefangen habe, so als, ja, es ist ja nicht so, als musste die 24/7 um das scheiß Aquarium kümmern, aber ich kenne mich halt. Gefühlt schon. Ich hab Bock, ja, das heißt herrichten und Ding und schaut super cool aus und dann steht's da, schaut schön aus, ist cool. Irgendwann ist grün. Okay, jetzt spielen wir wieder Computer. Und dann ist irgendwann grün. Genau. Und, Fisch schwimmen alle um. ja, Bauch nach oben. Ich sag das ja noch, wenn es dann so geil hergerichtet ist, irgendwo im so Affenkasten drin, weißt du, wenn du mir ganz da geil Ja, schaust. Und dann Affenkasten. sagst du so geil hergerichtetes Aquarium mit so Star Wars X-Wings, also ans Abstürzen Das und ist so. mal das feier. Aber so ja. geil hergerichtet, wo man denkt, das sieht richtig geil ausschauen, hätte ich auch Bock drauf, aber dann kommt halt der gleiche Scheiß, ich möchte das nicht einmal mit meinem Leben putzen müssen. Ja, das Aquarium halt regelmäßig ausputzen und den ganzen Scheiß, den Filterding, dann kostet ein Haufen Geld, die Ja, Pumpen komm mir kosten einen Haufen Strom, der Strom kostet sowieso 400 Euro pro Kilowatt in 2 Wochen. Danke Putin. Und dann, Damit der mal 2 Grad Komm her abschrauben, dann auf läuft jetzt, das wieder. komm her auf jetzt! Komm jetzt, lass 2 Grad das. abschrauben, dann ist alles wieder gut. 2 Grad runterschreiben. Ja, jetzt Sind die fangen wir mal Halbmeter. zum Sparen an, halt dein Maul. Ja genau, in den Schulen müssen es doch jetzt im Herbst dann so machen, das kostet, dürfen sie nicht so viel heizen und wegen Corona müssen sie das Fenster offen lassen. Das ist irgendwie voll Ja, das ist aber Ich schlecht. sag schon, Ja, ich weiß nicht, da ich haben's- gebe Gas verboten, das Lidl. Ich gebe Gas, ich gebe kein Gas. Nein, ich, nix hier, die ich Traube. spare. Ich spare, genau. Sparen! Schwieriges Thema, Ja, also schwieriges ich Thema. habe auch tatsächlich 3, 4 Kumpels, die sind so wirklich verrückt noch. Also einer, der verschäbelt da so kleine Viecher. Crack. Fischis. Also, ja, genau, der ist so ein Cordealer. Du nennen wir es Hey, Dealer. ich jetzt hab da so einen Käufer. Fischdealer. Ja, Ja, das Ja, ein Fischdealer, also wenn es einen Fischdealer braucht. ich würde feiern, wenn er so einen Trenchcoat hat, dann macht er so auf und hängen lauter so Sackel drin mit Fisch, das würde ich voll feiern. Ja, also der hat also Kampffisch und sowas, also richtig cool. Kampffisch! Ja. Boah, lecker. So haben Also die, die haben zu groß, aber die haben schon brutal was. mit den ganz buschigen Flossen, oder? Ja, die haben hinten dann so blaue Hand. Ich Ja. kenne mich da leider gar nicht so aus. Aber Piranhas, Barracudas. Oh, geiler Film. Was ist ein Kampffisch? Für illegale Ui. Fischkämpfe. Ja, Fadi. Nein, aber Die die. gehen wir im Finale gegen die Kampfkicker in Mexiko. Das sind der Endgegner im Im Finale. Sand. Gegen genau. Frische Stell an dir Schiedsrichter. vor, ein Kampfkicker, ein Kampfhund und ein Kampffisch nur im Gehege, genau. das wird super. Das wird super. Ich bin Und wenn du den Schienen ausgekommen, der Kani und Evans. Ja, genau. Der letzte Da mit verlieren wir Gelfer von mir, ja. Ein Kampfhund Elfer die dann, der Elfer nie wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Tolle Wurst. Hat sie sich ausgeeifert. Ja, echt, ey. Tobt sie aus wie am Spielplatz, der Kampfhund. Ja. Jetzt hätte ich gerne so einen Button mit Zirpen der Grille stillschweigen. Nein. Ich hab, wo wir damals gewohnt haben. Kampffisch war man. Ja, haben wir Ja, Code. wir waren Hab ich mal- nicht Code. Aber. Du hast gesagt, du hast gehört. Nein, ich hab keinen Code. Ich hab keinen Kampffisch-Code. Ach, du warst bei Aber den ich hab Tieren. Nachbarn-Code. Die haben wirklich, glaube ich, fast alle Arten von Tiere gehaut, weil wir noch mal drauf zurückkommen. Die haben Papageien daheim gehabt und die sind scheiß laut, die Viecher. Mhm, den Also haben die, wir uns vor die uns machen geholt. nicht nur Hallo, Ja. sondern die machen und das ist so laut und das um 5 in der Früh, dass du sagst, wo leck, was gestern eigentlich? Was das Problem bei so Papageien ist, du denkst so, ja, du magst einen Papageien, dann geht er da voll auf den Sack und dann sagt er erst später jemand, ja, die werden übrigens 25 Jahre alt. Danke, Viel danke. Spaß, tschüss dann, lass ich mir aus Versehen ins Fenster. Kann ich? Du möchtest wieder einen verschicken. Frei! Hilfe, Gott. Conny, Papagei freistoß! Elfer Gott, bitte komm in unser Tierarzt, da damals ein Papagei im Wartezimmer stecken, oder willst du die ganze Stunde, was du wartest, dass der Tier eingeschläfert wird, wirst du vom Papagei angeschrien, oder willst? Als ob das nicht lang was gleich passiert. Na, und die haben tatsächlich ein, 2 Hausschweine gehabt. Ich weiß, kann ich nicht mehr sagen, ob 1 oder 2. Die war auch rumgrunzt überall. Wie Das groß war waren ganz die? geil. Mann, das größte Nein, ich war so klein, ich war so Babyschweinchen. Es waren wirklich so Babyschweinchen. Und ich finde ja das so laufen, so Und ich finde ja die Babygrunze sind ziemlich geil, wie das normale Grunze. Dieses, aber da muss man entweder die verrecken gerade, weil es hört sich einfach scheiße an, oder es ist einfach nur süß. Das Wenn ist du so hin möchtest, Jetzt wenn du einmal süß sagst, für jedes Mal süß zuhandst. Nein, ich finde das schön, dass er süß sagt. Ich finde das süß. Ich hasse. Warum habe ich euch eingeladen? Ich weiß nicht mehr. Du bist süß. Wir haben uns selber eingeladen, verzeih uns nichts. Aber wenn du das fucking hebst, die Kleinen. Schreit's voll, dass das Abstecher. Ja, kann Jetzt ich, wenn warte du- nur, du bist noch nicht beim Metzger gleich. Hol und Leberwurst. Viecher haben ist so ein schönes Thema, da kann man sagen, was man mag und keiner kann das so wirklich was tun. Ja, eben. Da gibt Ja, man bis das kleine Facki blaue Haarfarbe und einen Undercut macht. Das ist vorbei. Das ist ausgegeifert. Spätestens, wenn es am Auto rumschraubt und irgendwelche Piercings Fuck, da Du bist hat. nicht Opa auf der Straße, sondern angerunzt. mit der Fackel, wie ich identifiziere mich als Hund. Picke dir am Boden fest.
Ah, Gott. Ich habe einen Kind, der auch Schlangen gehabt. Und das einzige Coole an dem Thema war, weil er mir gezeigt hat, dass er Schlangen auf so, die gehen ja auf Herzschlag von kleinen Viecher. Und wenn er sich vor das Terrarium gestellt hat und mit dem Finger so ganz schnell da, dann haben die das mit dem Herzschlag vom kleinen Tier verwechselt. Dann ist die Schlange an die Scheiben hier und hat sie aufgestellt und hat dann die Scheiben gehauen. Das war halt irgendwie dumm hier. Das ist wirklich dumm, ja. Die Gescheitern Ja, aber das wissen die ja nicht. Die Das kennen war halt eigentlich das muss man jetzt auch mal sagen, Die Viecher kennen haben das einfach auch nicht die Gescheitern. Nicht Das sind einfach unbedingt, nicht die nein. Gescheitern. Boah. Nicht die meisten. Nicht. Aber ganz cooles Video, was ich letztens gesehen habe, mit so einem Orang-Utan, der an der Scheibe steht und dann hat einer so einen Zaubertrick gemacht, so einen ganz einfachen. Habt ihr das auch gesehen? Ja, kenn ich, Richtig gut, da wo er einfach so einen Stift hat und dann, oder Feuerzeug und das lässt er dann verschwinden in der Hand. Der Orang-Utan sitzt an der Scheibe und du ganz verwundert und fängt an frisch klatschen und gleich die Folge von Ecken, was das macht. Also, schon Okay. richtig geil. Also, da merkst du, dass die manche Sachen auch verstehen. Es gibt aber Raupen verstehen sind nur, zum ja. Beispiel unfassbar gescheit. Die, und gut, von den Delfine weiß man es, Ja, die aber sind von... bieten sie an. Scheiß Dolphin-Spray, oh Fucker, geht man nie wieder aus dem Kopf aus. Das sind so die einzigen... Catch me if you can. Das sind die einzigen Viecher, die spielen. Also mit Dingen spielen und mit sich selbst. Kann ich heute mal kurz Monster? Das ist nicht gut mit der La. Und unten geht die Steg langsam so in die Das ist schon bei Dolphins Barrelfucker passiert. Jetzt habe ich wieder die Letten am Boden unten. Das hilft eh nicht. Soßenkant hat zugeschlagen. Da habe ich auch so ein Video gesehen von so einem Rauben, das ist aber auch schon uralt, der sitzt auf dem Hausdach oben und hat irgend so einen Ring, ich hätte jetzt das ist für einen Hund, den einen Ring, richtig, den hat ihm der Frodo hingeworfen und hat gesagt, du, da fliegen weg. Kein Bock mehr, fliegen du rein. Dann hat sich der Herr Rabe aber gedacht, da ist Schnee gelegen, und da steht er sich auf und rutscht auf Ja, den Ding. den hab ich auch Das Dach habe ich so, und dann kommt er unten an und dann denkst du halt, ja, der Zufall oder so, irgend sowas. Nein, ist nicht. Der klappt ihn auf, fliegt wieder aufs Dach auf, stellt sich wieder auf und fährt wieder runter. Ja. Und da merkst du halt, dass das, und die können ziemlich gut Probleme lösen. So ganz einfache Puzzle-Dinger und so, dass halt der Futter rauskommt. Schon faszinierend. Dann sind die Wasserwerke und klären das. Oh, leck, wie lange, Wie lange du das braucht hast. in jeder ich habe mir gedacht, aus deinem Maul, aus deinem Mund, dieser unterirdische Scheißdreck. Ich bin so froh, dass es mit Videos, weil der Blick jetzt gerade göttlich war. Das Schlagerl jetzt gerade als göttlich. Ich weiß nicht, ob man das sagt, weil das Mikrofon so groß ist. Du musst draufzoomen. Oh, lecker. Aber ich habe auch so ein Video mit einem Rauben gesehen, der hat über Nüsse an einer Kreuzung hingelegt und hat gewartet, bis die Autos drüber fahren, dann ist er hier reingeschaufelt und dann hat er die nächste Nuss hingelegt und gewartet, bis das Auto drüber fährt. So habe ich auch mal probiert, aber es Also, hat nicht hingehört. mit einem Burger funktioniert Rabe das. 1 Kannst kann du ich so nicht. Wie lange hast du denn den Scheiß mit dem Wasserwerk jetzt aufgekommen? Ja, keine Ahnung, den kenne ich schon lange, von irgendeinem Liedl kenne ich den außer den Scheißspruch. Scheißer Dreieck, Alter. Ich nur den Anmachspruch, von wegen, wärst du ein Becken voller Scheiße, ich würde dich klären. Den kenne halt ich. Aber Anmachsprüche, aber die der ist fast noch besser. haben wir in How-to-O-Bandeln alle ausgedroschen. Ja, da alles war sondern was- nicht da so war was, unfechtbar, das wird nicht mehr besser, Kinder. Wenn die nicht funktionieren, könnt ihr euch da schießen gehen. So. das ist ja die mit dem Klären merken. Alle Beteiligten. Grüße gehen raus. Alle Beteiligten. Wasserwerke. Was haben wir da? Die Frage an die Community. Habt ihr Haustiere? Und wenn ja, welche? Wie oft Eiferts ist? Und wie viele Leute haben vor euch ein Augenpiercing? Ja, muss sich keiner schauen. Was ist euer Lieblingsleberwurst? Legt den Schraubschlüssel weg und schreibt es in die Kommentare. Ja. Schaut den Schraubschlüssel. Und wie immer, was die Leute auf Spotify, die nicht kommentieren können, die Bewerten. bewerten. Kann man Genau. bewerten auf Spotify? Mittlerweile nee. ganz bewerten. Ja. Das Aber sind ja der Profi-Podcaster. Drecksverein zwingt dir, dass du die Scheiße vorher ein bisschen anhörst. Du kannst nicht suchen, birgst einen Podcast bewerten, du musst dir die Scheiße vorher anhören. Das ist richtig. Ganz scheiße. Ja, Das richtig, geht gar nicht. Aber es hätte bis dahin hätte eh keiner. Na nie. Uh-uh. Da ich auch nicht. Ich dachte, like, wenn du es bis daher hörst. So. Ja, genau. Wenn nicht, dann like. Von uns. Von uns, like von Ja, uns. Podcast haben 3 Likes. Eigentlich bloß 2, weil ich wieder selber zu faul bin. Also wir uns das nochmal anhören. Keine Das Chance. muss ich mir nochmal anhören, bist du behindert. Hä? Ich meine, diese einmalige Sache. Was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblings. Allgemein, jetzt unabhängig von Haustieren oder so. Was ist das absolut coolste und Lieblingstier und warum? Boah. Kaum unerwartet. Ja, aber tatsächlich finde ich sehr geil Frettchen. Wow. Finde ich sehr geil. Abkriegt die. Hat der Kumpel auch gehabt. Haben wir Also bei denen kannst du ja was lernen. Also es ist schon geil, wenn du dann die Videos einmal sechst. Wenn Du die kannst bei Frettchen was lernen. so Das auf alle stimmt. Fälle, ja. Hey, möchtest du die Frettchen was beibringen? Die kennen da alles, die können Schwimmmaschine ausrammen, Waschmaschine einschalten. Die sind irre. Licht aus, ey. Ja. Kann nicht Licht ausschalten. Glühbirnenlaus da dran. Frettchen haben wir, Kumpel von mir hat früher ein Frettchen gehabt, wo wir klein, das war echt cool. Wir haben dann in meinem Sand den Tunnel gebaut und Eier versteckt und dann haben wir es einstürzen lassen praktisch und die haben sie bis zu die Eier reingekommen in den Was hast du Sand. jetzt da Das für ist Eier irre. versteckt?
Dann legt das Beitel in meinem Schädel schon wieder Herz oder mehr auf. Und ich weiß, und dann- bis du die Knie oben hat können in den Sandkasten. Und hinten habe ich so, so einen Sandkasten im Ding und im Hintergrund so eine kleine Stauer mit einem Zaun und der Onkel Werner. Geiler Typ. Ja, genau. Free Boys. Der glaubt, das ist eigentlich Loch. Na, Frettchen finde ich auch cool. Aber du brauchst ja mit Frettchen brauchst du also dein eigenes Zimmer für die Viecher. Also das, eine Freundin von mir hat auch mal welche gehabt, aber nur recht kurzzeitig, glaube ich. Die haben es dann wieder abgemessen. Da war irgendwas, was umgezogen haben und so. Mega blöd. Aber Mega. das schaue ich nicht so. Ich schau nicht so, ich Jo, höre zu. freilich. Ich höre aufmerksam zu, Doch, weil sonst stellst du mir judge irgendeine me. Frage. Ich stelle da Fragen. Habt ihr so einen Hamster gehabt? Früher, Frage. Hamster. Scheiße, ja, den habe ich voll vergessen. Den habe ich mit dem wie hat er geheißen? Disco Dancer zusammengefahren. Nein, den würde dann kosten, ich weiß, das war so ein ferngesteuertes Auto, das hat so übereinander purzeln können und so. Warum sterben denn Hamster alle so Schnell. Ja, weil Freiwillig man 6 Jahre alt ist und Nein, Ding. allgemein, da habe ich mal eine Seite gefunden, da haben Leute von ihren Hamster geschrieben, wie die gestorben sind. Und da waren Geschichten dabei, wo dann einer geschrieben hat, ich habe mit meinem Hamster gespielt, habe ihn rausgelassen und er ist einfach in den Kamin reingelaufen. und der andere hat geschrieben so, ich habe mit meinem Hamster gespielt, habe einen lauten Schuss lassen, der ist dort umgefallen. Das ist einfach so eine Sache, wo ich gesagt habe, Warum? Warum? Was ist mit euch Hamster? Ja. Warum wollt ihr nicht leben? Es wird jetzt gerade 2,5 Tage alt. Dann nutzt halt das aus. Das alles, was ich nicht aus dem Schädel rauskriege, ist, wie dieses scheiß ferngesteuerte Auto geheißen hat. Aber der hat ausgeschaut wie ein ganz kleiner, wie heißt denn diese Mercedes Elchtest-Ding, A-Klasse, S-Klasse, das ist ja wie so ein Kugelauto halt. Ah, die mit der alten Maschine, oder? Ja, die Pumpeldüse von das, ich weiß nicht, ich hab mein weiß ich schon, SLK oder so. SLK oder so. Haben wir schon, Pumpeleitung Düse. Ja, Pumpeleitung Düse, richtig. Mann. Disco Sofort Dancer. Augenfüße. Irgendwas mit Dancer oder was. Und da bist du dabei gefahren und wenn du ganz schnell bremst hast, dann hat er einen Putzelbank gemacht. Und Ja, da weiß ich auch noch, da haben die den Eiler so dreht, oder? Die unabhängig voneinander. War das dir? Ja, auch, da hat sich auch ganz schnell dran können und so. Ja, Aber mit ich dem weiß Ding den habe ich Namen mir auch aus nicht Versehen zusammengefahren. Das war ja dumm. Was du aufgesessen und dann so geschossen? Auch, habe ich aufgesessen, einmal mit Sicherheit. Das passiert. Das passiert. Man hat gefahren, Der arme Lemmy Wings. Dann ist der Onkel Werner stell gekommen dir und mal hat vor, sich mit in die draufgesetzt. Hamsterbacken. Ja, wenn der 25 geht, der Kleine, den musst du einen Hamster in so einem Benziner aufsitzen. Was weißt du, was mit dem los ist? Okay. Das ist jetzt, also Peter. Dann ist wirklich. Ja, das darf man natürlich nicht, Nein, Kinder. Wer das Leute. ernst nimmt, was man mir da sagen, der ist sowieso behindert. Der So. geht auf den Benziner gesessen. Der geht auf den Benziner gesessen, aber ohne Verkleidung. Hallo. Aber ja, Hamster war, also ich hab nie einen gehabt, ich hab Meerschweinel gehabt. Beides nicht. Nein, habe ich nicht gehabt. Ich habe zwei Ratzen einmal gehabt, und Dr. Hyde und Mr. Jekyll. Cool, Ratzen sind nicht cool. Die waren wirklich cool. Die haben mit dem Kapuzenpulli hinten in der Kapuzentour also drin gelegen und haben einfach geschlafen. Einfach geschlafen. Und immer wenn andere Leute gekommen haben, dann haben sie mich umgegangen, haben es voll gekackt und dann wieder zu mir gekommen. War auch lustig. Oh mein, die Liebe, und pisst, angeschissen. Ja, wieso? Und dann wieder, ja, du her. Eine und wieder du eine. Die haben sich aber eines Tages dann, also genauso eine Geschichte, wir haben die gestorben. Auf einen Tag auf den anderen war auch nicht tot. Einfach so. Da heißt es halt meistens, du hast wieder nicht gefordert. Ey, da habe ich halt schon, die war einfach tot. Und am zweiten Tag hat der eine dann die anderen aber gefressen. So Das ist angefangen so. asozial. Das ist wie mit Schweine praktisch. Der hat einfach hochgefressen, da war einfach die Hälfte vom Kopf weg. Ich weiß nicht, warum fangen sie nicht unter beim Spiegel oder irgendwo. Nein, ich muss jetzt in seinen Kopf Das fressen. Backenfleisch, das ist ganz selbst gut. Ah, Backerl. Backenfleisch, was Lernt beim man- Fisch und bei Hannibal Rising hast du das auch Ja, gelernt. lecker bei Backenfleisch, Hannibal, das ja. Haben wir wieder bei ganz Hannibal. selbst gut. Ja. Ich habe einmal eine Maus, unsere Katze hat eine Maus umgebracht und ich wollte aber nicht, heimgebracht und ich wollte aber nicht, dass sie es umbringen. Dann habe ich es weggenommen. Die Katze war sau froh drum, dass ich das Essen genommen habe. Und dann habe ich es aufgeführt zu mir und habe so einen Mülleimer gehabt, wo ich dann, den habe ich dann ausgeschüttet und habe es dann rein da und habe was zum Essen, zum Trinken rein, dass es halt fit wird und damit es dann wieder auslassen kann. Und am nächsten Tag schaue ich rein, dann liegt es mir im Kopf an der Wind und eine Blutspur ist an der Wind von dem Eimer. Dann ich so, echt jetzt? Dann rennst du lieber deinen Shell in den Mülleimer ein, anstatt du einfach sagst, ja, jetzt friese ich es auf und dann lass mich wieder heim. Was ist mit dir? Das ist ein Thema, das ist bei uns gar. Deine Katzen dürfen ja nicht aussehen. Nein. Unsere haben Freigänge. Und im Sommer haben bei uns die Fenster und Tiere nicht oft das Haus und Eichen, weil sonst ist es ein Dauerspiel bei 3 Katzen. Aussehen, eine. Und dann kommt die zweite. Und was wir im Sommer Mais haben. Lebendige, tote Gitarren irgendwo im Haus, rennst du da umeinander, mitten in der Nacht, keine Ahnung, stehst vor der Party, da liegt da sicher eine Batzen Kotze dort mit Gedärme, da hinten liegt der Mauskopf, da liegt das. Und ganz oft Lebendige. Und dann wieder, die sind sicher eine Wichser. Die Katzen sind sicher eine Wichser. Irre, gell? Das hab ich so Die beißen ja nicht Taxen oder das Broher, sondern kennen die nicht mehr und so. Weil was ich über den Sommer Meister wirf,
Habe ich am Anfang, das war nicht ganz einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt chillen mal, das ist ja bloß eine Maus. Bei der Maus ist, kommen gerade und sagen sie, ja, ist ja bloß eine Maus, jetzt stresst dich mal nicht so krass. Trotzdem, dann liegst du halt da so drin und schaut die so an. Halt dein dummes Maul, Alter. Aber sie kann halt nicht. Sie kann halt nicht, die stirbt so, wie so, ja, dann halt ohne an den Tisch kann, hilft dir nicht. Mach dann gibst du das nächste Mal. Was gib ich denn? Ein Gips am Fuß, wenn sie gebrochen hat und du ziehst es groß. Nein. Der Würfel, Ja, vielleicht kriegst du ein gutes Verdienstkreuz, oder? Du, da wirfst einfach mal eine Katze, das ist weniger Arbeit. Ich glaube, seine Katzen, der werfen eher Ehren und meine Katzen, die weiß ich nicht, die kreien auch mit Zau. Ja, ein Bürgerin, der wirft dann die, wenn alle von den Genau, Katzen und dann kommt Bürgerin und eifert mich aus der Wohnung raus. Das war's dann. Eva-Button. Eva-Button. Was ist denn eigentlich dein Lieblingsviech, wenn es dem schon vorher gefragt hast? Ja. Lieblingsviech. The Honey Badger. Because the Honey Badger doesn't give a fuck. Ja, okay. Auch geile Geschichte. Der verdammte Geile Honigdachs. Wer einen Honigdachs nicht kennt, das ist der einfach Bienennester aufreißt und Honig klaut. Das ist einfach egal. Der hat aber tatsächlich auch von nix Angst, oder? Ja, oder? Der, egal was das der für Das ist Vieh ihm kommt, egal. aber Ja, wenn er genau. schwächer ist und der weiß, dann denkt er Da sich... kommen Löwen, da kommen nicht was weiß ich, Hyänen und was weiß ich was. Der Honey Badger doesn't give a fuck. Das ist schon krass eigentlich. Das Viech ist einfach zu krass. Dem ist alles scheißegal. Geiler Typ. Dein Lieblingsviech? Das ist eine schwere Frage, aber ich glaube, ich bleib beim Schweindel. Ich finde Schweine einfach. dann ist richtig- dann- Schweine sind einfach geil. War Die richtig- sind was halt mich auch schon wirklich ultra fasziniert- gescheit, die Genau, sind ultra das sozial und fasziniert alles. Ja, ich finde Schweine geil. Und ja, Ich finde Schweine geil. ja, richtig. Schweinskerl, oder? Ja, und da war mal Sepp und der Röber und Rupp. Räuber und Rupp. Irgendwann Nicht dann umsonst jemand irgendwann dann einmal. nimmst du Sehr gut. zwei Mandel, ich brauch eigentlich das Mandel, aber bei uns der Katzbrocken heißt auch Katzbrocken, obwohl es ein Weiberl ist. Klassiker. Der Monsieur Bacon und dann der wir Schweindel züchten, das wird super. Ja, da machen wir richtig Zucht. Machen wir Mit Stammbaum und so. Machen wir unseren eigenen Bacon. Hauptsache der Birger und der Kani stehen ganz um. In dem Stammbaum. Natürlich. Toll. Am Ende wird es ein Kreis. Das haben wir jetzt erklärt. Ob man ein Facki-Nosen kann? Das ist jetzt, die Frage ist nicht so oft. Das sind die Fragen, die sich die Zuhörer stellen. Es Ich hab doch die auch- gestellt, okay? Schweineorgane sind doch menschliche Organe recht ähnlich. Es ist doch vor ein paar Monaten einem Menschen ein Schweineherz eingesetzt worden. Der hat ein paar Wochen oder Monate Ja. überlebt und so weiter. Darum weiß ich nicht, ob so Befruchtung funktioniert. Sind wir noch bei dem Thema? Wir haben ja gerade bei Schweineherzen. Wir sind nicht bei. Aber darum haben wir doch wegen dem Stammbaum, wo wir ganz umstehen und geredet und irgendwann mit der Schweinenasen. Meinst du, das funktioniert? Ich bin fürs Fazit des Tages. South Park hat es auch funktioniert, oder? Hat er nicht gesagt. Der Mr. Garrison hat, nein, das war Elefant, oder? Was? Wie? Der Mr. Garrison hat beim Elefant Kinder gekriegt, oder? Weiß ich nicht mehr. Irgendwann in der ersten Staffel haben In der ersten? ich glaube, es war in der ersten, und hat der Mr. Garrison entweder mit Schweine oder, ich glaube, oder waren es Schweine, die Mr. Garrison im Kopf gehabt haben, irgend so Scheiß. Das weiß ich nicht mehr. Ich muss jetzt irgendwie ablenken und ein Ende finden, weil sonst ist der kann ein Podcast ab 21. Du kommst wir als schreiben Ex- einfach dazu, der ist schweinisch. Ja, du kannst, als explizit kannst du einen, Also explizit kann man auch Ja, der kommt nur auf OnlyFans. mit Da Zeit. die jetzt sagen. Aber was ist das Fazit des Gesprächs? Viecher sind geil. Viecher sind geil. Onkel Kani. Der Onkel Werner wie die sagen, kann ich fürs Facki. Ja, genau. Aber nur, wenn es ums Elfern geht. Da bin ich stark. Da ist er wirklich. Also das Deine Elfern eigentlich. 11 Meter Anlauf nehmen. Jetzt halt dein Maul! War eine zauberhafte Folge, Herr Kani. Herzlichen Dank für Ihren spitzenmäßigen Beitrag. Das soll das klären, ne? Dänemark ist safe, der Trip ist safe, Alter. Ich freue mich schon richtig aufs Delfine zusammenhauen. Du, danke, Florian, dass du da dabei warst. Sehr gerne. Ich hab's genossen. Kannst du den Rompi-Prop jetzt noch einspielen? Warte. So, das war's. Habe die Ehre. Servus. Dolphins Bowl, fuck, jetzt nur Der eingespielt. kam unerwartet. Mit dem Dolphin Spray Holfacker habe ich wirklich nicht gerechnet. Oh Gott. Trinken wir das Bierli? Ich bin lau. Alle sind live, wie aussieht. Ich bin da nicht sehr.